Majin Bucket, ja, so heißt die heutige Episode hier beim Review zu Dragon Ball Super. Naja, nicht ganz, eigentlich geht es mir darum, dass Buu heute ein bisschen der Arsch Nation ist. Und wir als Vegetas in dieser Episode ein bisschen was zu tun hatten. Ja, natürlich nur also einer Vegeta war, sollte bloß sinnbildlich fungieren. Ja, worum ging es? Ganz normal wie bisher auch. Wir hatten da ja Bills, der Goku platt gemacht hat mit bloß 2 Schlägen. Und nun Richtung Erde unterwegs ist, um Vegeta nach dem Super Saiyajin Gott zu fragen. Okay, soweit ganz gut. Aber Vegeta, wir kennen ihn ja, nicht mehr der Jüngste und deswegen langsam schon Alzheimer und so, kann sich leider nicht mehr daran erinnern, wer zum Henker eigentlich Bills genau ist. Also irgendwie kommt der Name bekannt vor. Aber naja, mir eigentlich auch nicht und ja, also relativ schnell wieder klar. Als Bills plötzlich auftaucht, merkt man zu Vegeta, ach du Scheiße, ist ja der Typ. Der damals meinem Vater irgendwie als Stehkiss missbraucht oder sonst irgendetwas, als Fußabtreter. Und ja, ist auch von dem her relativ amüsant mitzugucken, wie Vegeta plötzlich angsterfüllt war und nein, scheiße, dieses Bild, was sollen wir tun, wenn wir die ganze Erde zerstören? Und natürlich danach die ganze Episode lang danach versucht war, alles zu beruhigen und so weiter. Also von dem her eigentlich wie im Film auch Kampf der Götter, der mittlerweile glaube ich sogar auf Deutsch erschienen ist. Und von dem her, ja, die Episode an und für sich so weit, wie gesagt, mit dem Film identisch. Natürlich die Kulissen ein bisschen anders, ist ja hier auf dem Schiff. Trotzdem war es witzig, das Ganze zuzugucken und eigentlich alle bis auf Vegeta hatten Spaß mit Bills. Also kann eigentlich zumindest nichts gegen Bills selbst sagen. Der war eigentlich Gentleman-mäßig, auch gegenüber Bulma und so weiter. Aber eben, wir hatten da noch andere Szenen, wie zum Beispiel mit Buu. Ja, der Fresssack ins B, oder persönlich, wie auch immer. Da muss man sagen, auch wenn es also die Szene erst zum Ende der Folge hin kam, war sie doch eigentlich einer der spannendsten, interessantesten, weil Buu und Bills, die können sich einfach nicht riechen. Ich weiß nicht wieso, aber geht einfach nicht. Sprich, naja, Bills wollte ein bisschen was mit Pudding probieren und so, oder? Pudding ist ja lecker, also für die einen, ich finde es nicht so super, aber kann es durchaus mal ab und zu machen. Und dann, ja, wie auch immer. Machen wir jetzt gerade Final Flash mal testen, wa? Final der Flash! Er kommt jetzt schon wieder. Der Super Buu, ne, der kommt nicht mehr. Zumindest, ja, Bills wollte eben noch ein bisschen Pudding probieren und so, aber leider Gottes hat ja Buu schon allen Pudding für sich beansprucht. Und da muss ich sagen, Buu, du bist echt ein bisschen Arsch in der Episode. Ja, mach das mal, Vegeta. Auf alle Fälle, ja, Buu, wie gesagt, ein bisschen Arsch, weil Whis hat ihn ganz normal angesprochen wegen, oder ganz freundlich. Bezüglich, halt, hey Buu, wir sind von weit hergekommen, wollen mal ein bisschen Pudding probieren, vielleicht das letzte Mal und so, gibst du uns etwas davon ab. Buu natürlich sofort, nee, mein Pudding, natürlich alles sofort abgeschleckt, oder? Wie es für den Arsch sich gehört. Und, ja, das war natürlich gar nicht im Bilds Sinne. Und was auf mich Saderberg denkt, hat keine Ahnung, auf alle Fälle wollte er halt die Situation beruhigen, oder wie er halt mal so satermäßig drauf ist. Aber, wie gesagt, Buu und Bills, sie können sich einfach nicht riechen, das geht einfach nicht. Die haben, weiß ich, vielleicht sind einfach irgendwie, ja, von Natur aus irgendwie Feinde, keine Ahnung. Da wurde es interessant. Da haben sie beide Finger angelegt an Mr. Satan. Okay, klingt jetzt ein bisschen falsch, aber war wirklich so. Das sprich mit leicht angestupst, Mr. Satan, bam, ist er weggeflogen. Und dann beide irgendwie ihr Ki losgelegt, das sprich halt die Aura oder freigesetzt. Möbel weggeflogen. Weil steht es gegenüber so von wegen, ja, ebenbürtige Gegner und so weiter. Dachte man schon so als Zuschauer, hä? Kann es echt sein, der Buu echt eine Chance? Aber nö, natürlich nicht, das war zu erwarten. Buu hat zwar ein paar Versuche ein bisschen draufzuhauen und so weiter, wie wir es ja von ihm kennen, aber dann natürlich Bills gar keinen Bock drauf und er hat Buu ein bisschen gegen ihn rumgeschleudert. Und, wie es aussah, sogar komplett vernichtet. Also sprich, jede Zelle von ihm zerstört. Das war ein bisschen anders als im Film. Von dem muss ich sagen, relativ, ja doch, aber wenn es eine kurze Szene war, war es doch relativ imposant und man hat echt gesehen, wenn Bills wütend ist, dann geben wir ihm lieber aus dem Weg. Sprich in diesem Sinne lieber sogar, alle aus dem Weg! Ja, in diesem Sinne wirklich, dass man einfach sagt, nee, ich hau ab, tschüss. Und keinen Bock mehr hat, irgendwie Bills auf die Nerven zu gehen. Aber nun gut.
das war ja von dem her eigentlich nur die Vorschau. Nicht Vorschau, sondern natürlich einfach mal die Folge selbst. Die Vorschau auf die nächste Folge, da kämpfen schon die ganzen Sektkrieger gegen Bills, was in dem auch interessant ist. Man sieht, Autsch! Ah, das sieht man auch, ja, man sieht Autsch. Ne, man sieht halt, verdammt, so jetzt besser. Man sieht halt vor allem, Piccolo, Tenshin Han, sehr aktiv ist ja auf Bills Einbrücken natürlich ohne Chance. Man sieht Gotenks noch ein bisschen. Ich fürchte leider ohne dreifachen Super Saiyan, das ist ein bisschen schade. Man sieht Buu wieder zurückkehren, natürlich keine Chance hat. Man sieht Ultimate Gohan, auf den kann man den SV auch freuen. Und, was ich noch geil fand, man sieht Vegeta, wie er ein bisschen ausrastet. Und da, muss ich sagen, wäre doch die Chance, endlich mal Vegeta als dreifachen Super Saiyan einzubauen. Man ist jetzt sowieso das letzte Mal in der Serie und von dem her ist an der Stelle echt interessant, ihn mal als dreifachen Super Saiyan zu zeigen. Ansonsten man sieht einfach in den Super Saiyan, also ich glaube sogar als zweifachen. Ja, sauer wird hinzu, das war ja im Film auch nicht anders. Und das halt durch diese Zorn oder weil ja Bulma geschlagen wurde, also ich glaube sogar Bills hat irgendwie ins Gesicht geschlagen und so weiter. Dass deswegen so ausgerastet ist und sogar stärker wurde als Son Goku als dreifacher Super Saiyajin. Deswegen sage ich, das wird die perfekte Szene, um auch Vegeta zum dreifachen Super Saiyan zu verhelfen. Aber ich glaube mal eher weniger, ich denke der Zug ist abgefahren. Nach Gogeta als dreifacher Super Saiyan, was man den noch sehen wird. Eher weniger, die Chance größer, dass man ihn als Super Saiyan, gerade Super Saiyan zu sehen bekommt. Muss der stärkste sein von allen, war. Echt mal, Gogeta als Super Saiyan, gerade Super Saiyan, da wird ja sowohl Bills als auch Whis sowas platt machen. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Ja, bezüglich halt, wie geht das Cypher Super Saiyan, das sehen wir vielleicht nächste Woche. Und Super Saiyan geht Super Saiyan Gogeta sind wir vermutlich frühestens dann in der Universum 6 Saga. Am Vorher kommen noch die Resurrection F Saga und so weiter. Also wir haben noch viel vor uns, um halt noch ein bisschen die Ereignisse von Battle of Gods abzuhandeln. Ansonsten gibt es noch keine neuen Informationen, auch nicht wegen Pan und so, sprich halt wegen dem 6. Saiyajin, der eigentlich nötig sein soll für den Super Saiyajin Gott. Er macht es echt so, dass es gar keinen braucht und nur zu 5 geht, aber... Naja, wir werden gucken, Freunde. Wir werden schauen, wie das Ganze weitergeht. Hier bei Dragon Ball Super! Auf alle Fälle, ja, das war jetzt hier mal der erste Fight. Ich muss ihn jetzt mal offscreen machen. Also, nee, nicht offscreen, Entschuldigung. Natürlich offline, weil ich online irgendwie Probleme hatte. Keine Ahnung wieso, aber es war irgendwie ein bisschen Fehler und so. Deswegen dachte ich mir, gut, kurz offline machen, weil, gibt eh nicht so viel zu erzählen. Ja, das war mir eine die Episode. Natürlich gab es ein paar Szenen mit Goku, dass so fragen, soll die Geburtstagsparty gehen oder soll ich nicht? Oder irgendwie auch noch mit Prinz Pilaf und seiner Gang. Aber da ist er mehr oder weniger uninteressant, deswegen nicht weiter erwähnenswert. So, kann man jetzt rein. Ganz kurz gucken, bei mir ist alles okay. Ja, jetzt geht's, okay, gut. Mal gucken, wer hat eine gute Verbindung, wo kann ich joinen? Also keine gute Verbindung, der ist einigermaßen gut, okay. Versuchen wir die noch ganz kurz und dann war's wieder mal für heute hier bei Dragon Ball Xenoverse und im Review zu Dragon Ball Super. So, ich wäre ready. Ein Ritter, sehr schön. Ja, da haben wir Vegeta, der heute... Der war ja heute echt der Arschnation, also Arschnation. Nee, war eigentlich echt derjenige, der alles da ins Lob bringen musste. Und vor allem Buu ins Lob bringen mussten. Das war natürlich sowieso doof. Okay, ich bin mal mit meinem Charakter. Ging ein bisschen schneller und so und hatten wir sowieso schon länger nicht mehr. Das nächste Episode, wie gesagt, dann kam der Z-Krieger, dann übernächste Episode, wo Goku wieder zurückkehrt, im Sinne von, hey, wir stellen mal einen Super Saiyajin Gott, fangen wir mal Shenlong und so weiter. Und dann etwa 3 Wochen wohl echt der Kampf gegen, also zwischen Super Saiyajin Gott Goku und Bills, den Gott der Zerstörung, den Gott der Verarschung, wie auch immer. Weil ich eigentlich sagen muss, Bills ist gar nicht mal so ein falscher Typ, ich meine,
Er gegenüber Bulmons und Rest der Truppe eigentlich bisher auch immer freundlich. Klar, wenn er verärgert wird, dann zerstört er alles. Okay, das ist jetzt nicht so gerade die super Eigenschaft. Er hat jetzt schreien nicht so herum, aber ansonsten ist er relativ freundlich zu allem, vor allem erst in Kontakt. Und ja, gut, wie gesagt, Bu und Bill sind ein anderes Thema, die mögen sich echt nicht riechen. Oh, ja, Mann, Super Goat für den Katzattack ist scheiße! Und auch nicht. Kamehame! Oh! Er lebt noch? Muss schon sagen. Weil du selber ein Saiyajin bist? Doofe Frage, ey. So, wo ist der Porter? Wo ist der Porter? Was sind die Tasten? Jetzt zockst du selber mittlerweile. So, jetzt aber. Wir sind... Also, ich bin noch da, die anderen sind schon irgendwie weiter. Ich bin ja S2, genau, also bin ich der Letzte. Capsule Corp, ja. Capsule Corp. Capsule Corp! Hallo, Handschuh! Oh Mann, oh Mann. Ja, man kann gespannt sein, vor allem natürlich auch mal, wann die Gegenpart im Universum 6, also sprich Jumper und so weiter, oder die Götterzerstörung in Aktion treten wird im Anime. Und im Manga kam man scheinbar schon in der letzten Episode vor, also sprich, wo halt Bills gegen Goku gewonnen hat. Wieso, keine Ahnung, das war vielleicht irgendwie eine Szene zum Gucken. Überhaupt aussieht und so weiter, aber dass er dort vorkam, aber dann in dem Anime nicht. Beim Intro ist er dabei, das verstehe ich vor allem nicht. Also der Super Ghost im Katzattack ist irgendwie ein bisschen scheiße. Wie, das war's schon? Ja, also die ganze Quest. Och Mann, nicht, dass wir ein bisschen länger gehen. Gut, Hanks. Halt die Klappe, ja. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber gut, Leute, ja, könnte man einen Kampf reinhauen, aber wieso? Review ist bereits vorbei und absichten Länge ziehen muss das Ganze auch nicht. Goten sind noch da, kein Goku. Schade. Müssen wir mal gucken. Und ja, mal schauen, wie es weitergeht hier im Universum von Dragon Ball Super, sprich Universum 7. Mit Bills, mit Whis, mit Jumper, mit seinem Meister oder Gefolgsmann. Wie auch immer. Und ja, vor allem natürlich die Erschaffung des Super Saiyajin Gods hier bei Dragon Ball Super. Und ich bin echt mal gespannt, wie das Ganze mal aussehen soll. Vor allem natürlich, ob es 5 oder 6 Saiyajins vonnöten sind. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.